Ja, Herr Jesus, ich bete dich an als der König, der erhaben ist auf dem Thron. Heute Morgen bist du herzlich willkommen da mitten unter uns. Ich bitte dich jetzt einfach, dass du redest heute Morgen zu uns, dass du dein Wort aufmachst, dass du unsere Herzen berührst, dass du das machst, was du möchtest. Es gehört dir heute Morgen, Jesus. Amen. Amen. Herzlich willkommen. Schön sind ihr alle da. Wir steigen gerade ein mit unserem heutigen Predigtstext aus dem Matthäus 5, Vers 7. Um das geht es heute Morgen. Wir lesen es miteinander durchlesen und nachher nehmen wir den Vers auseinander. Sind ihr bereit? Ja, okay. Ist gut. Ja, okay, ja. Weißt du, sonst kann ich auch wieder heim. Also. Genau, okay. Wenn ihr bereit seid, dann lese ich es. Glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Um das geht es heute am Morgen, um diesen Bibelvers. Wir sind ja als Kirche eingestiegen in die Predigtserie der Seligspreisungen. Wir haben schon 3-4 Predigten dazu. Sabrina hat gestartet, ich weiß nicht, ich glaube vor 3 Wochen oder 4 Wochen. Behafte mich nicht darauf. Hat sie den Start gemacht zu den Seligspreisungen. Und sie hat dort erklärt, wie radikal anders die Seligspreisungen waren, die Jesus dazu mal gelehrt und geredet und predigt hat. Zu allem, was die Menschen zu dieser Zeit gedacht und gefühlt und gemacht und wie sie die Welt gesehen haben. Also es war das genaue Gegenteil von dem, was die Welt denkt und die Welt gemacht hat. Und so möchten wir heute miteinander eine weitere Predigt, einen weiteren Bibelvers aus dieser Seligspreisung miteinander anschauen. Wer Jesus glücklich nennt. Und ich habe gefunden, weil ja das eine Wort, wer Jesus glücklich nennt, sowohl der Namensgeber von Jesus in einer Predigt ist, also das ist ja heute noch bekannt, die Seligspreisungen unter dem Namen Seligspreisungen. Selig zu preisen ist. Und Jesus wiederholt, glaube ich, 4, 5, 6, 7 Mal, selig zu preisen ist. Also, wir müssen das Wort mal kurz miteinander anschauen. Was bedeutet das eigentlich genau? Weil es ist ja die Grundlage von unserer Predigtserie, sowohl als auch die Grundlage von dem, was Jesus gelehrt hat. Also, in unserem Bibeltext ist gestanden, glücklich ist der Hunger und Durst hat. Glücklich ist. Also was genau ist denn das Wort Glück? Wie müssen wir das verstehen? Was bedeutet das? Und zuallererst, das Wort Glück beschreibt nicht ein Glücksgefühl. Also wenn du heute Morgen gekommen bist und denkst, wow, ich möchte mich wieder mal so richtig glücklich fühlen, ja, dann hättest du ins Casino auf Baden gehen, wenn du ihrer Werbung glaubst. Aber um das geht es heute am Morgen nicht, sondern das Wort hat eine tiefere, andere Bedeutung. Und wir möchten das miteinander kurz anschauen, dass wir auch alle verstehen, was euch heute Morgen versprochen wird. Nicht Glücksgefühl, sondern etwas Besseres. Es ist Makarios. Mit dem könnt ihr jetzt vielleicht gerade nicht etwas anfangen, wenn ich das so sage. Ich erkläre es darum jetzt noch ganz schnell, was Makarios bedeutet. Makarios beschreibt einen Zustand von der Gunst Gottes. Also die gesegnet sind oder die eben glückselig zu preisen sind, das sind Menschen, die sich in der Gunst Gottes befinden. Das ist eine Position, die man einnimmt. Es ist göttliche Gunst, göttliche Gnade. Es bedeutet, dass man ruhen im Frieden und im Wissen, dass es keinen besseren Ort für das eigene Leben gibt, als genau der, wo Gott einem hergestellt hat. Also wer sich im Willen Gottes befindet, der das tut, was Gott sagt, was Gott möchte, der ist Makarios, der ist glücklich zu preisen. Also man schaut eine Person an und sagt, wow, die Person, die hat sich entschieden, nach dem Willen Gottes zu leben. Und die tut genau das. Und ich schaue die Person an und sage, die Person ist Makarios. Die ist gesegnet von Gott. Die steht in einer Situation in ihrem Leben, wo Gottes Segen durch sie durch kann fließen. Ein Beispiel von einer Person in der Bibel, wo wir sehen, wo Makarios genannt wird, ist die Maria, zum Beispiel die Mami von Jesus.
In dem Moment, wo sie die Elisabeth trifft, ihre Schwägerin, sagt Elisabeth, wo sie die Maria sieht kommen, erkennt sie, dass Maria genau so ist. Und sie sagt, Makarios, bist du, Maria, du bist gesegnet, du bist glücklich. Und ich glaube, uns allen ist klar, dass Maria in dieser Zeit wahrscheinlich nicht so mega viel Glücksgefühl empfunden hat. Also ihr wisst, was ich meine, oder? Teenie-Schwangerschaften, die sind heute noch nicht so mega lässig, heute noch mit viel Stigma und Verurteilung. Ich möchte mir nicht vorstellen, was das bedeutet hat, für eine unverheiratete Frau im 1. Jahrhundert, 15, 16 Jahre alt, schwanger zu sein. Ich weiss nicht, wie häufig genau die Maria sich mega glücklich gefühlt hat. Ich meine, schon nur die Konversation mit dem Josef muss irgendwie komisch gewesen sein, oder? Du, Josef, übrigens, es ist ein Engel gekommen und der hat mir gesagt, ich bin schwanger und es ist vom Heiligen Geist, nicht von einem anderen Mann. Der Josef, genau, ja, so wird das wohl gewesen sein. Aber er war ein Ehrenmann und hat sie nicht steinigen lassen, was sein Recht gewesen wäre. Also versteht ihr, die Gunst Gottes ist eigentlich kulturell ein Todesurteil gewesen. Und ich bin froh, dass ein Engel gekommen ist und am Josef die Situation auch nochmal erklärt hat und gesagt hat, es ist im Fall wirklich so. Sie tut dir nicht irgendeinen Bär aufbinden, sie erzählt kein Zeichen, es ist so. Sie ist gewählt von Gott für einen speziellen Auftrag. Sie ist Makarios. Sie hat einen Auftrag und sie ist in einer speziellen Position von der Gunst Gottes. Das ist Makarios. Um das geht es in diesen Seligpreisungen. Also ich kann euch heute Morgen leider kein Glück versprechen, dass ihr euch super werdet fühlen. Das müsst ihr, wie gesagt, im Casino Baden machen. 5 Minuten glücklich, dann eine halbe Stunde im Elend und ein bisschen ärmer geht man dann heim. Aber hey, 5 Minuten Glück, gell? Nein, um das geht es nicht heute Morgen, sondern es geht um eine Position, die wir einnehmen dürfen von der Gunst Gottes. In einer Situation dürfen sie im Wissen, dass es Gottes Gunst und Gottes Gnade drauf ist. Es ist nicht immer eine einfache Situation, nicht immer eine einfache Position, um drinnen zu sein, aber es ist eine Position, die Segen verheißt und die Erfüllung und Frieden bedeutet. So ist nämlich Gott. Es ist die Gewissheit, dass es keinen besseren Ort, keine andere Situation in unserem Leben könnte geben, dass es mir nie wird besser gehen als genau dort, wo Gott mich möchte haben. Es ist ein Ausdruck vom Vertrauen Gott gegenüber, dass er die besten Gedanken, er die besten Pläne und er die besten Gebote für mich hat. Und es ist meine Entscheidung, zu sagen, und ich will an keinem anderen Ort sein, nirgends sonst auf dieser Welt, werde ich haben, was Gott mir geben kann. Makarios bedeutet, ich weiß und ich bin sicher, überzeugt, dass der Wille Gottes für mein Leben die beste Frucht wird bringen, die ich je könnte haben. Es ist besser, als wenn ich selber irgendetwas entscheide und irgendetwas mache. Auch wenn die Umstände manchmal schwierig sind. Das ist es, was Jesus lehrt, wenn er sagt, glücklich zu preisen sind Menschen, die das und das machen. Und heute möchten wir eine andere Glückseligpreisung anschauen. Also wer ist denn Makarios? Wie kommt man das über? Und in unserem Bibelvers, im Vers 7 steht, glücklich sind die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben. Diese Menschen sind Makarios. Hunger und Durst kennen ihr sicher alle, oder? Das beschreibt das Verlangen. Es geht mehr als nur eine physische, körperliche Reaktion, sondern es ist das Verlangen, das sich Sehnen nach dieser Gerechtigkeit. Das beschreibt Hunger und Durst. Zum Beispiel im Psalm 42, Vers 2 bis 3 ist das so schön beschrieben, das Durst, das sich Sehnen nach dem. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich wieder vor ihn treten? Das ist es, die Sehnsucht, das tiefe Verlangen, wo das Wort Hunger und Durst will zum Ausdruck bringen. Ich habe mir überlegt, wie kann man das beschreiben?
Kennt ihr vielleicht Cravings? Wer von euch kennt das? Ein Craving hat, das sagt mir so, ist so ein schöner Anglizismus, übernommenes Wort aus dem Englischen. Das bedeutet, so richtig Lust haben nach etwas. So. Also es ist mehr als nur ein bisschen Lust haben, sondern eben alles in einem drinnen will das jetzt gerade so haben. Vielleicht wissen das die einen oder anderen, ich habe ja Diabetes. Und das bedeutet, ich kann in einen Zustand von der Unterzuckerung kommen. Normalerweise erlebst du das nicht, außer du hast eben Diabetes und hast zu viel Insulin gespritzt, dann kannst du in einen Zustand von der Unterzuckerung fallen. Das heisst dann ein Hypo haben. Und jetzt, ein Hypo, das ist etwas, wenn du ein Hypo hast, dann schreit alles in dir nach Zucker. Es gibt nichts Besseres, nichts Schöneres in dem Moment, nichts, was du mehr willst, was du mehr willst, als das Stück Schoki essen oder den Eistee trinken. Und das ist wirklich eine Kraft in dir. Weißt? Also, wenn ich in der Nacht ein Hypo habe, das passiert mir nicht so viel. Aber manchmal passiert das, du wachst um 3 Uhr am Morgen auf, bist schweißgebadet und alles, was du willst, ist jetzt irgendetwas fressen. Es ist einfach so ein und dann stehst du auf und im romantischen Schein vom Kühlschranklicht hockst du auf dem Küchenboden und isst die Schoki. Und es ist einfach nichts mehr willst in dem Moment als genau das essen und trinken, nachdem du dich so sehr sehnst. Versteht ihr, was ich meine? Nein, ihr könnt eben nicht. Ich kann eben nicht verstehen. Ausser schwangere Frauen, die kennen das. Gurken mit Nutella. Gibt es etwas Besseres in dem Moment für eine schwangere Frau als Essiggurken in Nutella tunken und essen? Das ist ein Craving. Das ist so eine tiefe Sehnsucht nach etwas, zum essen oder eben erleben. Und genau das Gefühl, das kommt da zum Ausdruck. Hey, wer hat Hunger und Durst? Wer sehnt sich nach Gerechtigkeit? Die Menschen, die das haben, die sind es, die glückselig zu preisen sind. Und das Interessante an dieser Bergpredigt ist ja, das sagt ja Jesus zu seinen Jüngern und zum erweiterten Kreis. Wir gehen davon aus, dass er die Predigt mehr als einmal gehalten hat und dass das wie so die Zusammenfassung der Jünger ist, von der Predigt, die Jesus mehrmals gehalten hat. Zuerst im Kreis von seinen Jüngern und das ist so radikal, so krass gewesen. Die sind alle ihre Kollegen geholt und haben gesagt, du musst mal hören, was Jesus sagt. Und dann kommt es eben zu dieser Situation auf dem Berg, dieser Predigt, wo Tausende von Menschen hören, was Jesus zu sagen hat. Und er ist selber die Antwort auf ihren Hunger und auf ihren Durst. Er, der sagt, ist selber die Antwort auf genau das. Im Johannes 4, Vers 10 sagt Jesus in einer anderen Situation zu einer Frau am Brunnen, sagt er, Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Der Hunger und der Durst, die Sehnsucht nach Erfüllung, nach Leben, nach Sinn, nach Gerechtigkeit. Die Antwort von all dem Hunger und von dem Durst ist Jesus selber. Er, der es erklärt, er, der es sagt, er, der den Hunger weckt im ersten Moment, ist auch gleichzeitig die Antwort und die Erfüllung. Der wirklich die Lebenssehnsucht kann stillen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So, manchmal so das Gefühl, das in einem innen ist und es schreit nach mehr, es schreit nach Erfüllung, es schreit nach Sinn im Leben. Der Hunger und Durst hat, der wird satt werden. Bei Jesus selber. Aber dazu kommen wir später noch mal zurück, wie dann genau Jesus die Antwort oder eben den Hunger und den Durst kann stillen. Mehr dazu später zu Jesus. Jetzt das Nächste, was wir anschauen, also wir sind schon so weit. Glücklich sind die Hunger und Durst haben. Glückselig zu preisen sind die ein Verlangen, eine Sehnsucht haben, nach was? Nach was genau muss man dann einen Hunger oder eben eine Sehnsucht haben? Und es ist nach Gerechtigkeit. Die sich nach Gerechtigkeit sehnen, die nach Gerechtigkeit verlangen.
Okay, jetzt das Wort muss man auch noch mal ein bisschen anschauen. Was bedeutet denn Gerechtigkeit genau? Das ist ja ein mega grosses Wort. Und zuerst noch mal das griechische Wort dazu, da muss ich jetzt ganz genau lesen. Das griechische Wort ist dikaiosine. Dikaiosine. Ich habe das jetzt wahrscheinlich ganz schlimm ausgesprochen, aber es ist auch nicht so mega wichtig, weil das, was ihr wissen müsst, ist, das Wort dikaiosine. Wer kann das besser sagen als ich? Der Harald. Sag's mal, Harald. Dikaiosine. Ja, komm, das muss ich noch mal sagen, dass man es auch hört. Dikaiosine. Betonung auf dem Ü. Alles klar. Auf dem Ü ist Betonung, den Rest habe ich gut gemacht. Yay! Okay. Viel wichtiger, als wie man es genau ausspricht, ist ja, was das Wort bedeutet. Und du musst wissen, das ist der Name von der griechischen Göttin für Gerechtigkeit. Also das ist nicht eine menschliche, irdische Gerechtigkeit, sondern es ist eine göttliche, übermenschliche Gerechtigkeit. Es beschreibt nicht einfach, hey, wir müssen schauen, dass alles fair ist, nein, sondern es beschreibt eine übermenschliche Gerechtigkeit, das Hunger haben nach Gott, komm doch du jetzt endlich bitte und sorg du für Gerechtigkeit. Schau du das Unrecht auf dieser Welt an, das Unrecht, das mir widerfährt, das Unrecht, das anderen Menschen widerfährt. Gott, wir brauchen dich, wir brauchen dein Eingreifen, wir brauchen dein Wirken in all diese Ungerechtigkeit, in das Leiden, rein musst du jetzt kommen. Das bedeutet das Wort. Es ist übrigens auch Dike, das ist eine andere, oder ein anderer Name für die gleiche Göttin, die ist auch bekannt als Rachegöttin. Es ist die eines Tages nach der Mythologie wird kommen und wo Unrecht verfolgt und Unrecht Tuer bestraft. Also es ist die übermenschliche, das Sehnen nach göttlichem Eingreifen in Situationen, die ungerecht sind. Und da finde ich, passt das mega gut. Und ich denke, ihr alle kennen das. Unrecht gehört irgendwie einfach zum menschlichen Leben dazu. Wir alle erfahren immer mal wieder Unrecht in unseren Situationen. Und ich glaube ganz besonders, wenn du ein Mensch bist, der probiert, in Gottes Willen zu leben, dann kann umso mehr Unrecht dir widerfahren. Ich habe gerade am Freitagabend haben wir Boundless gehabt, sind wir mit den Jugendlichen aus dem Kreuzpunkt sind wir ins Thermalbad gegangen. Es war sehr lustig, man musste sich immer wieder mal ein bisschen fremdschämen, aber hey, es war spassig. Der eine ist mal irgendwann schon eine Brücke hochgekumpelt und hat der andere den Fuß ins Gesicht gehauen und so. Und Volleyball. Ich habe mich gefragt, wie lange geht es, bis wir rausgeschmissen werden. Wir sind nicht rausgeschmissen worden und es war richtig cool gewesen. Aber dort, wo wir so in diesem Kreislauf unterwegs waren, habe ich eine gefragt von dort, hey, wie geht es dir so? Was machst du so? Wie steht es bei dir? Und sie hat gesagt, hey, es geht mir gut, ausser in der Schule ist es mega schwierig. Weil ich bin die allereinzigste Christin in meiner Klasse. Und weil ich für meine Werte, für das einstehe, was mir wichtig ist, habe ich dementsprechend auch keine Kollegen und ich werde sehr viel ausgelacht und fertig gemacht. Wegen meiner Überzeugungen, wegen meinem Versuch, nach Gottes Willen zu leben. Und dieser Person widerfährt Unrecht, weil sie probiert, nach dem Willen Gottes zu leben. Ich weiss nicht, ob du das kennst, vielleicht geht dir das manchmal auch so, dass du gerade weil du Christ bist, gerade weil du für deine Werte einstehst, gerade weil du probierst, nach dem Willen Gottes zu leben, manchmal Unrecht erlebst. Es ist universal, jeder Mensch kann Unrecht erfahren. Und das sind die gesegnet oder die glücklich zu preisen, die nach göttlicher Gerechtigkeit sich sehnen und Hunger haben und sich dürsten. Die Sehnsucht haben nach dem Eingreifen Gottes. Diese Menschen sind glücklich zu preisen. Also das ist die eine Seite, 3 Punkte zur Gerechtigkeit. Der erste ist, es bedeutet Recht wollen zu bekommen von einer göttlichen Quelle. Also von unserem Gott im Himmel Recht wollen zu bekommen. Die andere Seite von dem Wort ist, dass man im Recht sein will.
selber recht wollen vor Gott können stehen. Zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 1 wird das gleiche Wort gebraucht, wo der Harald so schön betont hat. Matthäus 6, Vers 1. Hütet euch davor, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Und das Wort für Gerechtigkeit ist das Wort Frömmigkeit. Das ist das gleiche Wort Gerechtigkeit. Also das beschreibt, Hunger und Durst zu haben, dürfen gerecht vor Gott können stehen. Dürfen Beziehung zu haben mit dem. Also glückselig sind die zu preisen, die gerne Recht von Gott möchten gesprochen bekommen, die nicht sich selber verteidigen müssen, nicht selber für ihr Recht einstehen müssen. Und glückselig zu preisen sind auch die, die Hunger und Durst nach Gottes Gerechtigkeit für sich selber haben. Die Hunger und Durst haben nach Gott, die mehr möchten von ihm erleben, die möchten verändert werden von ihm, die immer mehr möchten selber können gerecht und richtig vor Gott stehen. Das bedeutet, das Wort Hunger und Durst nach Gerechtigkeit zu haben. Es ist zweifach. Es ist einerseits Recht zu bekommen und andererseits Recht sein vor Gott. Vor Gott Recht bekommen und vor Gott können Recht stehen. Das ist es, was Jesus da beschreibt in dieser Seligspreisung. Und das Dritte, was wir möchten schauen zur Gerechtigkeit, ist Folgendes. Es ist Gerechtigkeit für Recht zu sorgen, ist einer der Aufträge vom Messias selber. Das ist eine der Hauptaufgaben, die der Messias bekommen hat, um auf die Erde zu bringen. Also Jesaja 11, Vers 1 bis 4 beschreibt das wunderschön, was der Auftrag vom Messias ist. Und er soll Recht bringen auf die Welt. Wir lesen im Jesaja 11, 1 bis 4. Behaltet im Hinterkopf, das ist 700 Jahre vor Jesus so geschrieben worden. Dort steht, was von Davids Könighaus noch übrig bleibt, gleicht einem abgehauenen Baumstumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Spoiler-Alarm, das ist Jesus. Der Trieb, der aus der Wurzel, aus dem Haus David wieder wird raussprießen, ist Jesus. Jesus ist ja ein Nachkomme vom König David. Und Gott hat am David das Versprechen gegeben, gesagt, wenn du Gebot haltest, wenn du dich nach mir ausrichtest, dann wird bis in alle Ewigkeit ein Nachkomme von dir auf dem Thron sitzen. 700 Jahre später, nachdem der Jesaja gesagt hat, der abgehauene Baumstumpf, es hat so ausgesehen, als wäre das Königshaus David fertig gewesen, sagt der Jesaja, es kommt mal ein neuer Spross, ein neuer Trieb aus der Wurzel hervor. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet nach dem Augenschein und fällt nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und setzt sich für die Rechtlosen im Land ein. Das ist der Auftrag, wo Gott am Messias mit auf den Weg gegeben hat und gesagt hat, dein Job, Messias, ist für Recht und Ordnung zu sorgen auf dieser Welt. Nicht zum schauen, dass jetzt alles fair ist, nein, vielmehr eine göttliche Gerechtigkeit auf die Welt bringen und Unrecht auswischen und Menschen in eine neue Frömmigkeit drin führen. Ich brauche das Wort mit viel Vorsicht. Das beschreibt nicht eine Frömmigkeit im Sinn von möglichst gut dazustehen, möglichst viel Bibel zu lesen etc. Nein, es bedeutet, Recht stehen vor Gott. Es ist eine private Angelegenheit, nicht eine öffentliche zur Schaustellung von Religion, sondern ein innerer Ausdruck von Sehnsucht nach Gott. Das ist wahre Frömmigkeit. Können wir das Wort ab jetzt so brauchen? Ist gut? Sehr gut. Das bedeutet es nämlich. Gerecht vor Gott stehen. Okay. Und das ist der Auftrag vom Messias, wenn er auf die Welt kommt. Und das ist auch was, nachdem die Juden Ausschau gehalten haben. Wer kann Recht wiederherstellen? Wer kann Unrecht wieder ausmerzen? Und Jesus ist auf die Erde gekommen, auch zum gerecht sprechen und zum Recht wiederherstellen. Jetzt die grosse Frage: Wie genau
hat Jesus das dann gemacht, als er auf die Erde gekommen ist? Wie hat Jesus Gerechtigkeit auf die Erde gebracht? Ist er als der Richter auf die Welt gekommen und hat gesagt, jetzt ist der Tag der Abrechnung, liebe Leute, jetzt werdet ihr alle zur Rechenschaft gezogen. Das ist eigentlich das, was die Juden sich gewünscht hätten. Kommt endlich mal einer und zieht die Römer zur Rechenschaft, die uns unterdrücken und uns Unrecht tun. Wir sind ja eigentlich die, das ist ihre Mentalität, ihre Einstellung, die probieren, Gottes Willen zu leben. Und die Römer, die unterdrücken uns. Der Messias kommt und er wird sie zur Rechenschaft ziehen und er wird sie zusammenhauen. Das war die Erwartung. Wie ist Jesus auf die Welt gekommen und wie hat er Recht wiederhergestellt? Er hat es mit Makarios gemacht. Er hat es gemacht im Wissen, in welcher Position er steht. Im Wissen, dass dort, wo er ist, im Willen Gottes, dort drinnen, hat er laufen. Und das hat für ihn bedeutet, sein Makarios, seine Gnadenposition, war, er nimmt alle Schuld von dieser Menschheit auf sich. Und er geht mit dieser im Vertrauen auf den guten Willen vom Vater, geht er ans Kreuz und lässt sein Leben dort. Das ist die Art und Weise, wie Jesus für Gerechtigkeit gesorgt hat. In Makarios, im Vertrauen auf Gottes guten Willen. Im 1. Petrus 1, Vers 17 steht: Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Das war die Haltung, die Jesus hatte. Er hat gesagt, mein Auftrag ist es, den Willen Gottes zu tun. Ich bringe Gerechtigkeit. Nicht so, wie alle erwarten, nicht so, wie man manchmal das Gefühl hat, dass Gerechtigkeit soll kommen auf die Erde. Nein, ich bin der den Auftrag Gottes vollbringt. Und das ist meine Situation. Ich werde die Schuld von dieser Menschheit, die Trennung, all das Unrecht auf mich nehmen. Und ich zahle den Preis. So hat Jesus Gerechtigkeit auf die Erde gebracht. Wenn wir jetzt das alles so gehört haben, wenn wir es jetzt nochmal lesen, was sehen wir jetzt in dieser Bibelstelle? In Matthäus 5, Vers 7. Kannst du dir vielleicht nochmal schnell zeigen, die erste Folie. Wir werden es nochmal lesen. Glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Also selig zu preisen sind die, Makarios sind die, die sich sehnen, die Hunger, Verlangen haben nach der Gerechtigkeit Gottes. Wo wie Jesus die Lust nach Gerechtigkeit zum Vater bringen. Im Wissen, dass Gott der gerechte Richter ist und dass sie nicht mit Gewalt oder mit irgendetwas das Recht durchsetzen, sondern wo vertrauen darauf, dass es Gott richtig macht. Dass er der gute, treue Richter ist. Die sind glücklich zu preisen. Die sind Makarios. Die werden Frieden und Erfüllung erfahren, erleben in dieser Welt drinnen. Die werden verstehen, was es heisst, ein Leben nach Gottes Willen zu führen und was das für ein Segen bedeutet. Die sind glücklich zu preisen, denn sie sollen satt werden. Wie genau können sie satt werden? Was bedeutet das? Heisst das, dass sie werden jetzt schon auf dieser Erde die Gerechtigkeit erleben? Ich glaube, die ehrliche Antwort ist nein. Das ist nicht, was der Bibelvers sagt. Das heisst nicht, du wirst in deiner Lebzeit Gerechtigkeit in allem erfahren. Gerechtigkeit wird kommen. Der Tag, wo Gott Unrecht recht rückt, wird kommen. Ich glaube nicht, dass der jetzt schon ist, sondern der wird mal eines Tages kommen, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt. Wenn er wieder als Richter wird kommen. Offenbarung 22, Vers 17 beschreibt so schön, wie der Durst gestillt wird. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer das hört, soll auch rufen, komm. Wer durstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. An dem Tag, wenn Jesus wiederkommt,
Wenn er kommt, wird jeder Durst, jede Ungerechtigkeit, jedes Verlangen nach Gerechtigkeit ein für alle Mal abgeschlossen und behandelt sein. Ich glaube aber, solange wir noch auf dieser Welt sind, solange wir noch auf dieser Erde leben, werden wir nie die Fülle, die absolute Zufriedenheit erleben, wenn es um Recht und Unrecht geht. Aber Glückseligkeit, Makarios, das können wir jetzt schon haben. Selig zu preisen können wir jetzt schon sein, wenn wir uns nach Gott sehnen und unsere Gerechtigkeit von ihm verlangen, von ihm einfordern, bei ihm gehen holen und nicht selber uns durchsetzen müssen. Und so möchte ich jetzt zum Schluss von meiner Predigt beten für drei Gruppen Personen. Für die ersten, die gerne Recht bekommen möchten, denen, wo Unrecht widerfahren ist. Vielleicht hast du während der Predigt gedacht, ja genau, ich sehne mich manchmal nach Gerechtigkeit. Ich erlebe Ungerechtigkeit dort und dort. Vielleicht hat das irgendwie einen Anklang gefunden in dir, als ich von dieser jungen Person erzählt habe, die Unrecht erfährt in ihrer Klasse aufgrund von ihrem Glauben. Vielleicht hast du ähnliche Situationen in deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, wo auch immer. Vielleicht erlebst du auch, dass du aufgrund von deinem Glauben, von deinen Werten Unrecht erfährst. Für dich möchte ich heute beten, dass du ganz bewusst deine Gerechtigkeit von Gott einfordern darfst. Und dass du Segen und Glückseligkeit erfahren. Dann für die Zweiten möchte ich beten, die gerne im Recht sein möchten. Die sich sehnen, die sich gewünscht haben, ja genau, ich möchte auch zu Gott kommen. Ich möchte auch Gott sehen. Ich möchte die Frömmigkeit erleben. Ich möchte mehr sehen von ihm. Ich habe Hunger und Durst nach ihm. Der Psalm 42, dass sich sehnen nach dem Wasser wie ein Hirsch. Wenn das etwas gemacht hat in dir, dann möchte ich nachher für dich beten. Dass du darfst mehr sehen, mehr von Gott gesättigt werden, dass er deinen Durst stillen darf. Und das Dritte, ganz allgemein, für die Menschen, die sagen, hey, ich möchte Makarios in meinem Leben erleben. Ich möchte gerne im Stand vom Segen sein. Wenn das dein Wunsch ist, wenn du das gerne möchtest, dann möchte ich auch für dich beten. Ich mache es jetzt nicht mit Händen heben, sondern auf Zeitgründe tue ich jetzt einfach für die 3 beten. Und du darfst in dem Moment, wenn ich für das bete, wo du merkst, ja, genau das bin ich, dort möchte ich, darfst du wie innerlich deine Hand erheben und mit mir mitbeten. Ist das okay, wenn wir das so machen? Also ich möchte beten zuerst für die Recht möchten haben, denen, die Unrecht widerfährt. Jesus Christus, du siehst Menschen, die da drin sind und die vielleicht auch aufgrund von ihrem Glauben Unrecht erleben und merken, wie Unrecht geschieht in dieser Welt. Und ich bitte dich, dass du die Menschen jetzt stärkst, ganz besonders, die da drin sind, und dass du ihnen Vertrauen in dich gibst. Dass sie dürfen, wie Jesus, wissen, dass du es richtig machst. Dass sie zum Vater dürfen kommen mit ihrem Unrecht und dass sie es dort dürfen herbringen. Im Vertrauen darauf, dass eines Tages der Tag wird kommen, wo Unrecht recht gemacht wird. Dass der Durst nach Gerechtigkeit endgültig gestillt wird. Ich möchte für die zweite Gruppe beten, für die Durst haben nach der Gegenwart Gottes, die gerne möchten mehr von ihm sehen und mehr von ihm erleben. Die sind wie das Reh oder der Hirsch, der sich nach frischem Wasser sehnt. Jesus Christus, du siehst, wer einen Hunger hat nach mehr, nach dir. Ich bitte dich, dass du die Menschen heute Morgen sättigst. Dass du bei ihnen bist und dass du ihren Herzensdurst stillen. Du sagst, du bist das Wasser, das lebendige Wasser, das den Durst stillt. Du siehst die Menschen, die da eine Sehnsucht haben nach mehr von dir, Jesus. Die gerne Sinn haben in deinem Leben. Die gerne möchten recht vor dir stehen. Die vielleicht Schuld haben, die sie gerne möchten abladen. Heute am Morgen, Jesus, bitte ich dich, dass du diesen Menschen ganz besonders begegnest. Dass du zu ihren Herzen redest und dass du dort den Durst nach dir stillen, Jesus. Wir möchten für die dritte Gruppe von Menschen beten, die gerne möchten in dieser Situation, in diesem Stand vom Segen sein, die gerne möchten den Auftrag Gottes für ihr Leben erkennen und in dem drinnen laufen. Jesus Christus, du siehst all die Menschen, die da sind, die sich sehnen jetzt, die gerne möchten die Gesegneten sein, die gerne möchten das Glück erfahren, das du kannst geben. Nicht das Gefühl, das heute kommt und morgen wieder geht, sondern der Segen, der Frieden, die Position von der Gnade Gottes. Jesus, du diesen Menschen, die da sind, die sich sehnen nach dem, dort eine Offenbarung schenken, dass sie sich immer mehr bewusst sein dürfen, was ihr Auftrag ist und dass sie sich entscheiden dürfen, mit dir unterwegs zu sein.
mit dir zu leben, nach deinem Willen ihr Leben ausrichten. Ich bitte dich, schenk du ganz viele gesegnete Menschen hier drinnen. Menschen, die sich sehnen nach dir, die sich sehnen nach Recht und Gerechtigkeit, die sich sehnen nach einer Beziehung mit dir. Auf dass die Welt erkennen, wer du bist. Dass wir betrachtet werden von außen und feststellen, dass Menschen feststellen, das sind gesegnete Menschen. Die haben einen Frieden, die haben eine Erfüllung, die haben eine Ruhe, die es sonst nicht gibt. Bitte dich, Jesus, dass du das heute Morgen tust. Zu dir kommen wir, weil du bist es, wo den Durst stillen kann. Yes, danke vielmals, Micha, für die Predigt. Ich bin erstaunt, was man aus einer Bibelstelle herausholen kann, einer Folie. Ich glaube, ich brauche für meine Ansagen viel mehr Folie als du für die Predigt. Darum macht es euch bequem. Ich habe 2-3 Infos, 2-3 Highlights, die uns werden begleiten bis im Sommer, dann irgendwann für die Ferien gehen. Das erste ist am 22. Mai. Und zwar werden wir dann einen Evangelisationsgottesdienst hier im Kreuzpunkt haben. Und für das brauchen wir euch schon am 21. Mai. Und zwar werden wir uns um 2 hier treffen, für alle, die den Mut aufbringen. Und wir werden eine kleine Verteilaktion machen. Es wird, glaube ich, irgendwie ein Flyer und eine Pflanze verteilt. Ihr könnt auch, glaube ich, heute schon einen Flyer mit heine Nachbarn, Freunden, Bekannte, Familie einladen für den an dem 22. Das nächste Highlight ist dann am 19. Juni. Unser Taufgottesdienst, wo wir hoffen, dass wir den endlich wieder mal in gewohnter Form dürfen im Wendepunkt in Wettigen machen. Das wird mega cool. Was wir noch brauchen, ist Gebet für gutes Wetter, dass wir auch grillieren im Nachgang, dass es wirklich eine coole Sache wird. Und natürlich Täufling. Das wäre nicht schlecht. Darum, wenn ihr euch schon immer mal überlegt habt, euch taufen zu lassen oder euch mit dem Gedanken befassen, geht auf den Micha zu oder auf sonst einen Pastor. Die erklären euch das gerne, die könnt ihr euch auch anmelden. Es wird dann auch noch Vorbereitung dazu geben. Also ganz eine coole Sache. Nutzt die Möglichkeit wirklich. Und das nächste, was wir dann haben als Highlight in dieser Zeit, die jetzt dann kommt, ist der Alpha Live. Auch den werden wir wieder durchführen. Ganz eine gute Sache. Für die das noch nicht kennen, haben wir einen kurzen Clip mitgebracht. Der zeigt euch kurz, was das Ganze heisst. Meine gute Freundin Helen. Meine beste Freundin. Mein Freund Colin hat mich zu Alpha Live eingeladen. Ich weiß noch, wie mein Vater zu mir sagte, dort gibt es kostenlos Essen. Geh hin. Sie gaben mir eine Einladung. Es war so eine beiläufige Einladung. Und ich sagte mir, warum nicht? Ich schaue es mir an. Warum nicht? Auf geht's. Es war eine großartige Gruppe von Leuten. Sie halfen mir, mehr über mich selbst herauszufinden, nur durchs Zuhören. Alpha Live hat mir geholfen, Gott kennenzulernen. Ich begriff, dass Gott uns seine Liebe auf verschiedene Weise zeigt. Ich wusste es einfach. Von dem Moment an war ich eine andere Person. Ich wusste, mein Leben hat einen Sinn. Ich fühlte mich wohl dort und es fiel mir leicht, meine Freunde einzuladen. Ich habe erlebt, dass Menschen wirklich von Alpha Live profitiert haben. Ich empfehle jedem Alpha Live auszuprobieren. Eines der coolsten Dinge, die ich jemals erlebt habe. Letztendlich hat es mein Leben verändert. Yes, auch Alpha Life, mega coole Sache, wirklich. Ich durfte es auch mal mit einem Kollegen machen. Es ist wirklich speziell, das zu erleben, auch mitzumachen. Und wenn ihr Leute kennt, die irgendwie Fragen an Glauben haben, die neu unterwegs sind, die vielleicht neue Gemeinden kommen, das noch nie irgendwie gehört haben, ladet die einfach mal ein, schaut mal, was passiert daraus, kommt vielleicht auch mit ihnen dorthin. Es wird, glaube ich, das mal in Form von einer Kleingruppe stattfinden. Mal schauen, wie sich dann das anmeldet. Vielleicht brauchen wir dann mehrere Kleingruppen, das wäre auch okay. Alle weiteren Infos dazu findet ihr auf der Homepage. Schaut euch das mal an, um das Ganze zu nutzen. Und dann noch ein ganz grosses Highlight für unsere Kleinsten. Findet vom 2. bis zum 6. Juni endlich wieder mal statt. Kidswoche. Wer das schon mal erlebt hat, Remi, Demi, Action, Spass und alles unter dem Namen von Jesus. Also mega coole Sache. Wenn ihr Kinder habt, Grosskinder, Nachbarn, die irgendwo rumlaufen, ladet die ein für die Zeit. Das ist wirklich genial. Ich glaube, die Kinder sind jedes Mal begeistert. Und, wir brauchen die Kinder, meldet die an. Wir brauchen aber auch Leute, die das Ganze unterstützen. Wenn ihr Zeit habt, vom 2. bis zum 6. August das Ganze irgendeiner Art und Weise zu unterstützen, meldet euch bei der Selin, bei Micha, über die Homepage, über die Info, E-Mail, I don't know. Alle Wege sind willkommen. Wir brauchen wirklich Leute. Wir wollen, dass die Kinder begeistert werden von Jesus Christus. Und für das brauchen wir euch auch. Yes, das sind, glaube ich, alle Infos gewesen. Wir sind erschlagen.
Ihr dürft nochmal aufstehen. Bevor ihr nachher heimgeht, eure Mamis verwöhnt, bei einem Brunch zum Mittag oder zumindest bei einem Kaffee und einem Gutzli hier hinten, wenn wir noch in den letzten Song einsteigen. Und vorher würde ich euch noch segnen. Vater im Himmel, danke vielmals für diesen Sonntagmorgen. Danke, dass du jeden Einzelnen hier segnest, dass du ihn segnest mit Kraft für die kommende Woche, mit Weisheit, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und mit Mut, um Leute einzuladen, Leute anzumelden für die Angebote, die wir haben, dass du da wirklich auch in die Herzen sprichst. Amen.